Guten Abend allerseits. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kurzen Live von swissgermanonline.com. Heute ist ein grosser Tag für die Schweizer Nationalmannschaft. Es sind die Fußball-Europameisterschaften und sie spielen im Moment gerade gegen Schottland. Und ich möchte schauen, ob überhaupt jemand da ist oder ob alle den Match schauen. Hast du den Match geschaut und bist jetzt fertig? Oder bist du immer noch am Match schauen und machst zwei Sachen gleichzeitig? Oder wie ist das? Ich habe da den Match, der ein bisschen am Laufen ist, aber ich habe nicht den ganzen Match verfolgt. Ich habe einfach ein Tor gesehen. Ich habe vor allem das Tor von Shaqiri gesehen, der 1:1 Ausgleich geschossen hat. Also im Moment ist es 1:1 bei der Schweizer Nationalmannschaft und in ihrem Spiel gegen Schottland. Und wir überlegen uns, was wir für ein nächstes Thema machen könnten in unserem VIP Schweizerdeutsch-Kurs am nächsten Montag. Denkt ihr, wir sollten auch ein Live machen über Sport und über Fußball, die Fußballspiele, das Finale oder das Halbfinale oder was? Oder habt ihr schon genug von dem? Habt ihr schon genug von all dem Fußball, dass es Leute gibt, die nur noch über das reden und nur noch Match schauen? Wie ist das bei euch? Bei mir sind die Buben am Match schauen. Die Buben sind mehr interessiert am Fußball und sie sind natürlich Fan von der Schweiz und das Spiel ist ihnen sehr wichtig gewesen, dass sie schauen können, oh, jetzt ist gerade der Schiedsrichter gekommen, er hat etwas abgepfiffen, es hat ein Foul gegeben und wie ich gerade sehe, es gibt sehr wahrscheinlich eine gelbe Karte oder so. Also, ist vielleicht jemand im Offside gewesen. Das könnte es gewesen sein. Genau. Also, habt ihr schon genug von dem Fußballspiel oder nicht? Sind ihr für die Schweiz? Fiebert ihr mit für die Schweiz, dass sie bald gewinnen kann? Oder und drückt ihr den Daumen drücken, jetzt in den letzten Spielminuten? Oder ist es euch eigentlich gleich, wer gewinnt? Oder vielleicht habt ihr ein anderes Team, das ihr unterstützt. Vielleicht ist euer Heimatteam sehr gut und ihr unterstützt die. Am nächsten Montagabend, wenn wir Livestream haben, dann ist es ein anderes Match. Und zwar spielt Italien gegen Kroatien. Im nächsten Match spielt Italien gegen Kroatien, oder das heisst, in diesem Match während unserem Livestream spielt Italien gegen Kroatien. Und ich glaube zwar, dass es erst nachher anfängt, erst am 9. Uhr, also am 8. Uhr haben wir den Livestream und wir können über Italien und Kroatien reden. Und am 9. Uhr fängt dann, glaube ich, das Fußballspiel an, wo ihr dann verfolgen könnt. Dann könnt ihr schauen, wer gewinnt, Italien oder Kroatien. Für wer bist du? Das ist gar nicht so eine einfache Frage. Es hat viele Länder, die mitmachen und es hat viele gute Teams. Welches sind die Favoriten? Ich habe keine Ahnung. Am besten wäre es, wenn die Schweizer weiterkommen und Favoriten sind. Aber im Moment sieht es nicht so aus. Sie haben ein bisschen Mühe mit den Schotten, ein Goal zu machen. Hallo Thales, bist du Italiener? Fellini, wie der Filmregisseur, ja, es hat doch einen italienischen Filmregisseur gegeben, der Fellini heisst. Bist du nicht am Fußball schauen, in dem Fall? Wie hast es du mit dem Shooten? Tust du lieber selber shooten oder tust du ab und zu auch im Fernsehen schauen, wie sie spielen? Ja, also
Jetzt sind sie da gerade ganz nah beim Go und es hat eine Wiederholung gegeben. Sie haben eine Wiederholung gezeigt. Die Schweizer sehen nicht unglücklich aus, aber es ist immer noch 1:1. Sie haben schon 90 Minuten gespielt. Jetzt haben sie Zusatz 4 Minuten Verlängerung. Thales, du bist Italiener und wohnst in Brasilien. Also du musste Portugiesisch lernen für Brasilien, ja? Und verfolgst du die Fußballer? Gut, du lernst Deutsch und du verstehst, wenn ich Schweizerdeutsch rede. Deine Leidenschaft ist die Schweiz. Also vielleicht bist du in dem Fall ein grosser Fan von der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Kann das sein, dass du mit der Schweizer Fußballnationalmannschaft mitfieberst, dass du für sie bist, dass sie deine grosse Favorit ist? Hallo Dikla, schön dich zu sehen oder zu hören oder dass du schreibst. Schön, dass du schreibst. Wie hast es du mit Fußball? Möchtest du nächsten Montag über Fußball reden oder tust du lieber über etwas anderes reden? Wir Frauen sind vielleicht dafür bekannt, dass wir weniger so Fußballfans sind. Wobei meine Schwägerin schaut gerne Fußballspiele und vor allem, wenn ihre Nationalmannschaft spielt, dann ist sie immer mit Feuer und Flamme dabei. Einfach so als moralische Unterstützung oder als, wie würde man das sagen, geistige Unterstützung, dass sie gut spielen. Ja. Weil es könnte ja sein, wenn man nicht mitfiebert, dass sie dann keinen Erfolg haben. Wenn sich niemand für Fußball interessieren und niemand mitfiebern, dann nachher, wieso soll man denn da auf dem Feld rumspringen und sich so viel Mühe geben, zu gewinnen? Ja, es ist auch gut für einen Nationalstolz vielleicht, wenn dein Fußballteam gut ist und wenn es gewinnen kann. Dikla, du hast keine Ahnung und verstehst gar nichts von Fußball. Ja, ich schaue manchmal mit, aber eher so, wenn andere schauen. Und so viel Ahnung habe ich nicht. Ich weiss ungefähr, was ein Foul ist oder was jetzt noch Offside ist oder was ein Corner ist, also ein Eckball auf Deutsch. Aber wir brauchen viel auch englische Begriffe. Und jetzt haben sie wieder mit dem Schiedsrichter geredet. Ich glaube, das Spiel ist fertig. Ja, das Spiel ist fertig. Und es ist, glaube ich, unentschieden geblieben, so viel wie ich weiss. Also ich habe kein zusätzliches Goal gesehen, 1:1 unentschieden. Die Schweiz gegen Schottland, also ihr habt gerade den aktuellen Bericht, wie es steht mit der Schweizer Nationalmannschaft. Ich weiss nicht, was das bedeutet, ob sie weiterkommt im Turnier oder nicht. Also das sehen wir dann, da muss ich mich noch informieren. Aber auf jeden Fall ist es gut, dass sie nicht verloren haben. Und ich denke, ich weiss nicht, es war ein ausgleiches Spiel. Dikla, interessierst du dich für andere Sport oder Thales? Interessierst du dich für Fußball oder hast du lieber anderen Sport? Brasilien ist auch eine grosse Fußballmannschaft, oder? In Brasilien ist Fußball sehr beliebt und in Israel ist Fußball auch beliebt. Es gibt schon ein israelisches Fußballteam, denke ich, ja. Aber vielleicht gibt es eine andere Sportart, die populärer ist. Zum Beispiel, es kommt immer darauf ab, wer Erfolg hat. Ja. Zum Beispiel zu den Zeiten, wo der Roger Federer Tennis gespielt hat, dann war Tennis sehr populär in der Schweiz. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen weniger populär. Oder wenn die Eishockeyspieler gut spielen, dann nachher
sind sie populärer, zum Beispiel auch unter den Kantonen, wenn zum Beispiel die Freiburger, Gotteron gut Eishockey gespielt haben, dann nachher ist es viel populärer gewesen, als wenn sie weniger Erfolg hatten. Also, das Spiel ist fertig. Wir haben das Resultat 1:1 unentschieden für die Schweiz gegen Schottland oder für Schottland gegen die Schweiz. Beide haben gleich viel Goal geschossen. Oder ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, war eigentlich das erste Goal ein Eigengoal von einem Schweizer Spieler, der ins falsche Goal geschossen hat oder der gerade zur falschen Zeit am falschen Ort war. Dikla, du sagst, du schaust gerne verschiedene Olympische Spiele. Und der Fußball ist auch sehr populär in Israel. Und die Olympischen Spiele sind jetzt bald in Paris, ja. Und dann gibt es sicher wieder viele Fernsehübertragungen, wo man kann mitfiebern mit seinen Lieblingssportlern in dieser Sportart, die dir gefällt. Ich glaube, ist es echt Leichtathletik oder so. Achtung, genau, Dikla, lügen und schauen ist nicht ganz das Gleiche. Lügen ist nicht so gut. Ich lüge jetzt nicht. Das ist die Wahrheit. Die Schweizer haben unentschieden gespielt gegen die Schotten. Wenn das jetzt ein Finalspiel wäre, würde es jetzt weitergehen. Sehr wahrscheinlich mit Penaltyschüssen. Oder mit einer Halbzeit wieder eine Verlängerung. Und dann Penaltyschüsse. Aber jetzt ist Feierabend. Die Sportler können Feierabend machen und sich ausruhen. Für die nächsten Spiele wieder Kraft tanken. Wir können auch langsam Feierabend machen und schlafen und auch wieder Kraft tanken für morgen. Ich hoffe, ihr habt einen ganz schönen Abend noch und eine gute Nacht. Ich wünsche euch gute Nacht, schlaft gut und träumt süß. Und ich bin gespannt, was wir am Montagabend für Geschichte werden parat haben. Irgendetwas mit Ferien und Italien und Griechenland, aber so ganz genau wissen wir es noch nicht. Also wenn ihr eine Idee habt oder einen Vorschlag, dann könnt ihr das auch gerne schreiben. Ah, Dikla, das wird mir amigs auch zum Verhängnis, wenn ich etwas schreibe im SMS oder in einem Kommentar im Chat und dann tut es automatisch korrigieren. Vor allem Schweizerdeutsch ist nicht so bekannt und dann tut er manchmal ganz andere Wörter schreiben, als ich meine. So geht das mit der künstlichen Intelligenz, aber sie lernt es immer besser. Manchmal ist es vielleicht gut, wenn die künstliche Intelligenz noch so komische Fehler macht, weil dann merkt man, dass es sie ist, die da am Werk ist. Also, ich wünsche euch ganz eine gute Nacht, macht's gut, träumt süß. Tschüss, bis am Montag.